Je kan veel ook van jou verstaan wat God je zei wil. God wil te de dingen en te allem reden. God die redet zu uns, da hat wir in 2024 ziemlich klar geleerd, nicht so? Dat God redet het. En ik dacht van jou, morgens dacht ik nog aan een paar zaken, wat God mir gesagt hat in 2024. En mir werd, de hele jaar dat mir denken helpen, dat een van de zaken wat hij mir gesagt hat, hab nicht Angst, fürcht die nicht. Einmal war in 2024, ich weiß einmal in der Bildschule, als wir leren der Wolf Gottes seine Stimme zu hören, und dann so wie ein bisschen Musik an, und dann sollen wir unsere Uhr zu merken, und dann sollen wir die erste Gedanken abschreiben, was uns kommen wird. Dann merke ich meine Uhr zu, und dann so klar, fürcht die nicht. Ich habe alles unter Kontrolle, ich will bei dir sein. Und dann kommt ein Satz nur der nächste, und ich schreibe die hastig ab. So wie wollen von der auch auf Gott seine Stimme hören, er redet wirklich zu uns. Er ist uns gut. Und für 2025, dann haben wir ein prophetisches Wort, was Gott uns gegeben hat und was wir zu Hause nehmen können. Die Bibel ist groß, da sind viele Sachen drin. Die Bibel ist lang. Wir wollen nicht alles verstehen. Ich verstehe nicht alles, was hier drin sagt. Ich lese jeden Tag was nicht. Aber du sind immer wahre Wort, du sind immer wahre Sachen in der Bibel, die kann ich aus meinem einen Wort nehmen, die kann ich in mein Wort abnehmen, und die kann ich sagen, das ist mein Wort. Und dort Wort für 2025, für allem von uns, ein von den Wort, du sagst noch mehr, aber ein von den Wort ist, fürcht die nicht. Wir haben uns einfach gesagt, dass wir hier nicht leben wollen, das Jahr, dort sei, fürcht die nicht. Hab nicht Angst. Du brauchst nicht Angst haben. Jesaja 41, Vers 10, Jesaja 41, Vers 10, sagt es das. Ängst die nicht, weil ich sie mit dir. Fürcht die nicht, weil ich sie den Gott. Ich will die stark machen und die helfen und mit dienen, meine gerechte Hand, wo ich die holen und bewahren. Amen. So, weil wir beten. Dankeschön, Jesus, dass wir nicht brauchen Angst haben. Dass wir nicht brauchen Furcht haben. Dass wir nicht brauchen uns grülen für die Umstände, was wir vielleicht rahmen sein. Und ich bete für jeder Dämon, jeder böse Feind, was hier nu Angst merken will. Ich gebe dir im Namen Jesus Christus, bringe ich dir in Gott fort. Dass in dieser steht als Freiheit, in dieser steht als Jesus in Jesus. Und wo Jesus in Jesus hast du als Freiheit und du hast keine Angst. Und das steht als der perfekte Leben. In der perfekte Leben, du hast Angst, kein Ruhm, sagt das Wort Gottes. Dort beten wir über diese steht, eben über diese Worte, diese Personen, diese Säule, die hier sind. Dort wir dein Wort klar abnehmen können. Dort wir können einfach dastehen und hungrig sein, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir für Jesus. Amen. So 2025 sagt Gott dir, fürcht dich nicht. Hab nicht Angst. Verlier nicht den Mut. Ich finde dort eine sehr gute Idee, als nicht gesagt, dass wir dort machen. Ich finde dort eine sehr schöne Idee, wenn wir dort nicht machen, dass wir jeder Jahr ein Ding haben, was wir uns zu Hause nehmen. Wenn wir in 2025 immer waren, hier und dort, vielleicht ab einer kleinen Gruppe, dann nächstens vielleicht ab einer Gebetsstunde, dann kommen wir hier in die Kirche, nächstens selber irgendwo ab einen Stab und dann erst so eine Situation, dann wollen wir daran denken, fürcht dich nicht. Dann wollen wir vielleicht ein Zeugnis vertalen und dann wird der andere die auf die Schulter klappern, wenn das von dir schwer ist, fürcht dich nicht, wenn es Gott ist bei dir. So dort haben wir ein ganzes Jahr ans Mut merken und dort ist es eine Botschaft, die wird uns am Horte geprintet, sodass keiner der auflassen kann, wenn es Gott zu uns redet. In der ganzen Bibel, so ich auch am Nieuwjaarsavond sehe, ist es 365 Mal ungefähr, dort bedient jeder Tag Gott uns sagt, fürcht dich nicht. Wirklich, alle Wehen in der Bibel, von ganz am Anfang, ganz bei der letzte Buch, ganz bei der Offenbarung, alle Wehen steht dort immer war, fürcht dich nicht, weil ich sie bedient. Hab nicht Angst. Das ist nicht immer mit der Saal sie wird, aber alle Wehen steht dort, fürcht dich nicht. Du brauchst nicht Angst haben.
das Wort fürcht die nicht, das wir neidig für Moses und die Israeliten, als sie am Roten Meer standen. Stell dir vor, dat je raadste Kriegsherd wordt jaf op de eerd te die tijd. Dat als hingen die met den Pharaon en die komen met alle geweren hingen die en met alle spiezen. Die willen die nu worden ze die aanbrengen, nu zijn ze door. Dus dat de stof komt als ze hier al wordt het glipperd, waar de pier nodig komen, Emma Bosia. En God zegt plus te Moses, vecht die niet. Go bloß mal durch das Meer. Und irgendwann dann kommt der Wind und das Wort jetzt sieht. Und sie gehen durch mit diesen ganzen großen Herd Menschen. Stell dir mal vor, Moses seine Verantwortung, was er feiert in dem Moment, wo er sagt, ich habe das Volk hier. Ich habe ein großes Kriegsherd, was du kommen hat. Und ich sehe hier nur die Verantwortliche. Er hat dann überzeugt, dass sie alle gehen. Dann sagt Gott, nee, das hast nicht du, das hast ich getan. Und Gott hat das getan. Jo, du weißt, aber ich sehe die Person, was ich gesagt habe. Und Moses erste Wort, und Gott bloß tranquilo. Fürcht dich nicht, du brauchst nicht Angst haben. Und dann geht du durch. Stell dir mal vor, weil hier bloß mal was stahlen, meine Pantaille der Welt, hier war uitgegangen. Wo wir das mal anstahlen. Ahora sí, sorry. So, stellt euch vor, Josua. Josua, wie war in seiner Situation? Mose hat nicht das Volk 40 Jahre durch die Wildnis gelebt. In Wirklichkeit wurde es bloß ein Jahr, was studiert haben, dann würde sie auch an einer anderen Kante sein. Aber wenn sie Gott nicht gehorsam wäre, gehen sie 40 Jahre durch den Run und warten nur dort eine verheißene Land. Aber wenn es Moses nicht kriegt, nur Gott seine Ordnungen gehorcht hat, würde Moses toen nicht nemen gaan, aber Josua wurde. Und Moses merkt Josua reiten. Und was sind die Sachen, was Moses zu Josua und zu das Volk sagt? Fürcht nicht, habt nicht Angst. Wenn es von je wurde dort nemen gaan, in Jan verhindert Land, du sind große Menschen, du starke Kriegsherd, aber je waren nicht verlieren, je echt war bei uns sein. Und dann sagt Gott, Krieg, so ich Jan Volk besiegt habe, verjüngt. Krijg zo waar ik dat aan de andere kant im verheidenen Land ook doen. Ze immer waren Krise, ich fürchte die nicht. Stellt euch vor Josef, noch einer in die Geschichte, Josef in Ägypten. Als junger Jung mit der Familie verloren. Der Vater weiß das nicht mal, er wird verkauft. Gesagt wird, dass ein Tier am abgefressen hat. Er kommt in ein wildfremdes Land, wo sich andere Götter anbeten und sein Gott nicht gekannt wird. Hij als junger Mann, hij sagt, ich vertraue Gott. Hij ab einmal kriegt diese übernatürliche Fähigkeit und hij sieht Visionen, Träume und hij kann die uitleihen und hij geht um Kernig und leicht uit und all diese Dinge passieren. Glaub je wat am vielleicht nicht noch mal um Hort ein bisschen Angst angekommen sein? Was man ich das dem Kernig sagen war, was man ich janten war, was man ich den Pharao so behandeln war? Immer war brückt er das Versprechen, fürcht dich nicht. Das sagt vielleicht nicht mehr der wird, aber wenn wir Josef seine Geschichte checken, dann sagt er, immer war in Gott wir bei ihm. Immer war in Gott wir bei ihm. Und dann sagt er irgendwas, was er tut, in Gott wir bei ihm. Auch Isaac, sein Leben, wo sein ganzes Leben wir, er brückt diesen Satz, fürcht dich nicht. Stellt euch vor Simson. Einmal denkt wie alle Hunde schlachtet über Simson in Jo, er hat schwache Seite und du wirst Sünde. Aber was wir bei Simson nicht vorbeikicken können, dort Simson als ein Bild für Jesus. Wenn es wie Hand im Alten Testament immer war eine Bildergeschichte, wo Jesus ab Jesus handelte. Und Krieg so, als Simson ein Bild für Jesus. Wo weit wie dort? Wenn Simson wo rat hat dort meiste Menschen, durch seinen einen Tod zu lassen. Aber stell dir vor, Simson ganz zu lassen in sein Leben. Ich glaube, ich kann Simson seine Geschichte, aber stell dir vor, Simson ganz zu lassen in sein Leben. Er steht zwischen diesen zwei Standards, wo er weiß, er wird nicht hineinbrechen. Und er weiß, dass die Buben sind große Sachen, Kolumnen, große Widerspunkte. Er weiß, wenn er auffällt, dass er sein eigenes Leben nehmen wird. Er weiß das. Du brauchst eine Botschaft, fürcht dich nicht. Fürcht dich nicht. Und so sind wir auch
wo wir uns einmal vielleicht so schwer aus, wenn wir zwischen zwei Polen sind und wir wollen den hineinbrechen und wir wissen nicht, was passiert, hängen ich die zwei Brücken haben. Aber Gott seine Botschaft ist immer ganz klar, fürchte dich nicht. Das Jesaja 41, Vers 10, wenn ich den, oder du ihnen sagst, dass das Bild, ich kann das auch in einer Mithelfergruppe anschauen, dann hast du das Bild auch. Kann ich den Vers noch einmal abtun? Das ist ein Vers, wenn du den noch nicht auswendig kannst, dann merke ich den Mut, lehr den das Jahr auswendig, dass du den niemals vergisst. Wenn Dinge, die wir auswendig in unserem Kopf haben, die können die hele jetzt dann zurückholen, wenn uns den total zu viel hat. Und das ist ein von so einer Vers, was eine gute Gelegenheit ist, auswendig zu kennen. Ängst dich nicht, weil ich sie mit dir. Fürcht dich nicht, weil ich sie dein Gott. Und das ist, was wir nie oben überredet haben, weil ich sie dein Gott. Gott ist nicht bloß ich sie dein Gott, oder für Jahre oder sie ich Gott. Gott ist uns Gott, ja. Aber Gott sagt auch zu dir, ich sie dein Gott. Ich sie dein Gott. Ich sie dein Gott. Gott ist persönlich. Er redet zu uns persönlich. Ich sie dein Gott. Ich will die stark merken, die helfen und mit meinen gerechten Hand, wo ich die holen und bewahren. Hier sind drei Werte, die Gott wird tun für uns. Und das sind meistens dieselbe Werte. Eins, er wird uns stark merken. Er wird uns helfen. Das ist das Zweite. Und er wird uns holen oder bewahren. Aber dort in meist alle Übersetzungen sind diese drei Werte. Stark merken, helfen und er wird uns holen und bewahren. So Gott wird für uns sorgen. Er wird uns nicht in den Stich lassen. Er wird die helfen. Sehr schön wird gerne zu sein, 2025 Jahre ist das Jahr, wo du kein Strachelbosch hast. Alles wird glatt gehen. Du wirst keinmal eine Breaks gedreht worden in dein Leben. Alles wird plus 100% ran. Und der Regen wird kriegt dann voll auf so die dort janken. Einer wird sagen, das will ich dir alles versprechen will. Den 2025 wird nicht alles so glatt und so schmack sein, als die dort feststellen, wo ich wähle und als wir dort einmal gleichen. Du wirst schwere Zeiten sein. Die Bibel verspricht uns nicht ein Leben ohne schwere Zeiten. Du wirst sein. Aber in dieser Zeit wird er bei dir sein. Als ein Pastor würde einer das Gleiche zu sein. Alles wird so schön und so Jahren sein. Aber dort halt nicht dort zu sein. Wenn es Wort ist, wenn du dann eine schwere Zeit hängen dort kommt. Hey, aber du siehst, wo je so und so und so sein. Na ja, dann lieber nicht sagen, am Anfang dort wird so und so sein. Wenn wir weiter dort leben, wird mit Strachel sein. Fällt Jahr, dann predigt Heidi einmal Krieg darüber. In dieser Welt, du wirst in Not kommen. Aber, du bist ein Ober. In dieser schwere Zeit, wo ich beginnt sein. Ich habe die Welt besiegt, sagt der Herr. Wenn wir mal in der Bibel mal ein bisschen die Länge checken, was wir all gerade sagen. 5. Mose 3, Vers 16. Wenn du diesen Vers, was in Denk holen, wo der steht, dann denk plus 3, 16. Johannes 3, 16, dort war schon leicht in Denk holen. So kann er sich in der Bibel einmal eine Break merken, wo einer dort behouden wird. 5. Mose 3, 16. In der Sturm, Musik über den anderen. Ah nee, ich habe einen Fehler gemerkt. 31 saß, sorry. Da muss sie mir sagen, dass er einen Fehler gemerkt. Nee, er ist still da. So, da ist doch nicht 3 saß hier, das 31 saß. Das sind dieselbe Nummer, plus die Punkte, habe ich falsch gesagt. 31 saß. Sieht stark und gut und mutig. Ängst nicht für dich, und lot jünt nicht den Mut verscharen. Der Herr jünt Gott, jet mit jünt, der wird jünt nicht im Steg loten oder von jünt weichkonen. Das ist Moses, was dort falsch sagt. Dort, wo ich gerade sehe. Der Josua und dort falsch. Also, waren dort nie gelohnt angehen. Sieht stark und gut mutig. Angst jünt nicht. Der nächste Vers sagt Moses noch ganz klar zu Josua, hab nicht Angst.
Hab nicht Angst, wenn du dort nie lernen an Gott. Yes. Wenn Wort sagt, Moses immer war zu Josua, hab nicht Angst. Moses sagt, wenn es weiß, dat grüne Wort ankommen. Wenn die Menschen kommen mit der großen Schwierz, dann wird Josua dort grüne ankommen. Dann muss Moses am allerlei merken, hab nicht Angst. Und dort ist, wenn Wort wie hier nicht taub zetten, dort ist, wenn Wort wie taub beten, dort ist, wenn Wort wie taub singen, dort ist, wenn Wort wie einer für den anderen beten, dort ist, wenn Wort wie das wird hier, wenn es wie weiter nicht Wort Maria kämpft. Vielleicht als Maria auf deiner Arbeit steht, ein Denk, wo du weißt nicht, wo du dort kommen wirst. Vielleicht hast du eine Tolling in der Bank, wo du nicht weißt, wo du jetzt merken. Dann bist du von der hier und Gott sagt dir, hab nicht Angst. Gott merkt dir rein, hab nicht Angst, ich siebe dich, ich will die bleiben, ich will nur die Apostel. Josua 1, Vers 9, bloß ein paar Kapitel Lothar aus das. Josua 1, Vers 9. Horch, ich habe dir gesagt, dass du mutig und entschlossen bist. Warum meiste soll sie wird, mutig und entschlossen sein? Was bedeutet für Josua? Er soll entschlossen sein, er soll mutig sein, er soll ein Ziel haben. Einmal weil wir warten, bis ich weiß, was für ein Fall ich kriege. Und Gott seine Weg schafft es anders. Ich entschließe mich, wo ich mich feilen. Ich will mutig und entschlossen sein. Ich warte nicht, was Maria durch ein fernetje Feil sein, zum gehen ins Feuer planten. Nee, ich weiß all Sonntag, dass Maria als der rechte Tag zum die Entscheidung treffen, zum Jan tun. Zum Maria als der rechte Tag zum mutig und entschlossen sein. Habt keine Angst und lass dich von nichts anschreien. Weil es echt der Herr, den Gott, blieb bei dir, bei alles, was du tun willst. Immer weiter verspricht Gott ein und das soll sie even. Ich blieb bei dir, bei alles, was du tun willst. Ons Leben ist entscheiden in je hartje. Und Gott wird zu uns reden. Du kannst einfach anfangen, Entscheidungen zu treffen, Gott seine Stimme hartje und dann je hartje. Dort einfach anfangen, nur zu gehen. Manchmal in ons Leben, dann redet Gott zu uns, du dit, du jant. Und dort schien sich so allmählich, oder dort schien sich so, dort haupt je nicht, was ich dann will tun. Harch und sie gehorsam. Psalm 23, Vers 4 sagt es das. Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich durch ein düstere Tal gehe, fürcht ich kein Augenblick, willst du bist bei mir, den Stock in deine Stadt sind mein Trost. Wenn ich ein düstere Tal gehe, fürcht ich kein Augenblick. Ich weiß, 2024 wir für viele Ackerbürger ein düstere Tal. Ich weiß, wo einige Ackerbürger zu mir gesagt hat, dort wo sie jeden Tag nur Gott schreien und wo dort ihre sichere steht wir, wo sie nicht fürchten brücken, wo sie nicht brücken Angst haben. Und ich glaube, so wie dort in der Feld Jahr gelehrt haben, so kann wir das Jahr wieder gehen. Dort wie fürchten nicht in Augenblick, wenn es wie weiter, dort heuer ist bei mir. Sein Stock und seine Städte sind mein Trost. Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich am Sag, fall ich ver am Doel, als wenn ich dood wäre. Aber er lädt seine rechte Hand auf mich, nab und sagt, fürcht dich nicht, ich sehe der Erste und der Letzte. Das ist eine Offenbarung, wo Johannes die Vision kriegt von Jesus und mit Jesus am alles wiesen hat und dann die Botschaft hat an die Kirche. Dann sagt Jesus zu Johannes, fürcht dich nicht, ich sehe der Erste und der Letzte. So, was sagen wir mit das? In der ersten Weg an Moses, das in der Offenbarung. Alle wen haben wir ein in derselben Botschaft. Das ist ein Don't, als dort vom Alten Bund ist oder vom Neuen Bund. Die Botschaft bleibt derselbe. Ich fürchte dich nicht, ich will bei dir sein. Ich sehe der Erste und der Letzte. Was bedeutet, wenn er der Erste ist und der Letzte? Er ist allfähig, er ist ewig. Und er ist auch hinter die Nodi. Du hast einfach nicht ran die, wo er nicht kann sein. Er wird du immer sein. Wenn du deine Jahre taumerken hast und kicken hast in dein Leben, dann wirst du sein, wo Gott die bewahrt hat für Sachen. Wo Gott die gelehrt hat in Sachen. Ich weiß, Jahre zurück, eine von den Visionen, die ich hatte,
Auf einmal weiß Gott mir, das ist eine Película, ein paar Sekunden, weiß er mein ganzes Leben, wo er mich bewahrt hat für alle Dinge. Menschlich hat ich den niemals gesehen. Ah ja, je sagt, ich würde Gott beschuldigen wollen in mein menschliches Fleisch. Gott, wenn was nicht so, Gott nicht, wenn was nicht so steht, wenn was nicht jahnt. Und dann dreht Gott das Bild auf einmal hostig an und sagt, check mal, ich sehe bei dir, ich habe die bewahrt, ich habe die geführt, ich habe die abgehoben, ich habe die geholt, dass du nicht küsst, und ich habe die gedreht in einer Situation, ich habe das getan, ich habe das getan. Und ich glaube, wir alle können ein Buch schreiben, wo wir sehen können, was Gott für uns getan hat. In Matthäus 28 verstehen, du sagst, Jesus ist das. Dann sieht Jesus da an, verhüt nicht, Guten sage ich meine Brüder, dass sie sollen nach Galiläa gehen, dann wollen sie mich sein. Woher wird es, dass wir aus Jesus Kreuz abgestorben werden? Als Jesus da auf einmal abgerät und das Grab ladig ist, dann grühlte sich, das Grab ist ladig. Wir haben ihn hinein drauf, wir haben ihn in den Kadasch eingewickelt, die Steine wir ganz tun, du kannst keiner nennen, wie wirst du, dass wir alles versichert. Nu ist der Stein weich und der Grab ladig, der Sieg geküllert. Und Jesus sagt, tranquilo, verhüt nicht. Gut und verteilte Menschen, dort ich sie abgestoßen, ich lebe. Das ist ein von der besten Wegen, wo wir können weiter, dort wir nicht brauchen Angst haben, wenn Jesus lebt. Verhüt nicht. Die Botschaft von seiner Auferstehung ist nicht Angst haben in anderen Welt. Und wir können dort zu uns Leben nehmen. Wir wollen uns von dir eine Geschichte lesen, Markus 4, Vers 35 bis 41, und du ein paar Dinge für uns nehmen. Eine Geschichte, die wir, Heidi und ich, für unsere Kinder vertellen, eine von ihren schönen Geschichten, bitte David und Goliath und Simson und ein paar andere, aber das ist eine von den schönen Geschichten für unsere Kinder. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, wenn hier viel passiert. Das ist, wo Jesus den Windstall mir gerät. Und ich lese da, ich noch sagen, wo wir 4 Jahre mehr werden, oder 4 Jahre, weiß nicht, wie wir mehr, 4 Jahre, und uns lieben, die wir 2 Jahre, 3 Jahre, das wir ein ganz kleiner Jungs und Vater Barkes, der dann hat, dass die noch klein da wir, und wir mehr, und ich können auch gehen, aber das haben wir noch nicht so sicher. Und dann geht er mehr nehmen, und für dich wird allemaal bei mir was an die weiter, dass du kommst einmal Wahlen rüt, und der schöpft sie einmal. Und ich meine, für mich wie das bloß so flach, aber wenn das für mich so flach wie für andere, das dann auch bei hier nicht so. Und jedes Mal, wo er ein bisschen mehr ankommt, dann hat er nicht gerechnet, dann kommt das Wasser, und dann schöpft er einmal und fällt einmal durch. Und so steht das kleine 3 Jahre Junge auf einmal ab und hebt sie noch und ab. Mehr? Sie still, sagt er auf einmal, das hat mehr. Und dann checkt ich noch an, Jojo sagt, das ist Jesus einmal sagt, mehr sie still. Und keiner hat am irgendwas gesagt, aber er weiß, dass mehr muss nicht still sein. Leider wird das mehr dort mal nicht still, aber die Wahlen kommen wieder, aber ich kann am Lieder wirklich über die Wahlen hüpfen können. So, 35 und wieder sagt er so. Und als das erste Mal wird, seht ihr an. Wacht mal, ich habe falsch gelesen. Und als das erst oven wird, seht ihr an. Weil wir eben vor nur die andere sehen. So, was hier passiert, Jesus hat einen Tag über gepredigt. Du wären duizenden Menschen am gewas. Hij deed omwoed predigen van een boot dat hij predigen. En als het justitie daar wordt, zegt hij, we hebben naar een andere zijde voor. Ik kon metvallen met Jezus, wens wanneer du eerst een dag über gepredigt hast, Stunden die Frau beantwortet hast, und Meister wird bedient, der Meister Jan, der wird seine Mädchen wassen. Der wird auf einmal gesagt, nu kann ich nicht mehr, nu werden wir naar een andere zijde voor. Nu werden wir einmal uitruhen. En ze leiden, en dan zegt de 36 vers, en ze leiden dat volk gonen, en nemen am Met zich in de lam, groot als hij weer, zo als hij weer, door weer nog meer lammen bij hem. Dort kwam een sterke wind op, zodat de walen over de lam rolden en de lam aanvang water aan zich te houden. En hij zelfs lag verder op een kissen en sluip. Ze wierken hem op en zeiden te hem, Meester,
Jetzt du nicht ram, wann wir ankommen. Hij stond ab und beschwicht den Wind und sagte den Wellen, sie sollen sich leihen. Der Wind leiht nur und dort ward ganz still. Hij sagte seine Jünger, warum hast ihr so Angst? Habt ihr noch immer kein Glauben? An ward sehr Angst und sie frühen einer den anderen, wer ist es? Sogar der Sturm und die Wellen gehorchen an. Amen. So, was können wir lernen von hier? Das Sturm, was hier ist eine Schule. Ich weiß nicht, wann dein letzter Sturm ist, oder wann dein letzter Sturm in dein Leben war. Aber ich kann dir eins sagen, viele von den Sturms, was du durchgehst, sind Schule für uns. Das ist eine Schule, wo Gott dir sagt, guck hier, ich gebe dir die Gelegenheit, was zu lernen. Ich gebe dir die Gelegenheit, Vertrauen zu futtern. Ich gebe dir die Gelegenheit, ein Glaube zu bewahren, zu schlagen. Ons Leben ist ein Schab. Wir kennen ein weiter. Jesus ist immer da. Nochmal fällt sich das so, dass wenn Jesus schlaft, und Gott schlupt das. Aber weißt du was? Auch wenn sich das so fällt, er ist immer da. Ich weiß nicht, wann dein Sturm ist, aber du kannst ganz schnell weiter. Die Sturms in deinem Leben, das sind Schulen, wo du kannst, die uns nicht allein sein. Wir kennen uns, was Gott sein, wo Gott für uns was Gott tun will. Weißt du, was das ist? Ich kann es nachlesen. Gott ist immer gut. Er ist immer gut. Amen? Gott ist immer gut. Immer gut. Das spielt sich vielleicht in diesem Moment nicht so, als Jesus ihn Kopf dort im Kasse hat, dass er so sehr gut wie, hat er für jeden von ihnen, was wir los, nicht so? Du wie halt mal nur diese Geschichte, du wie ein Diner. Das heißt, wie der Diner für einen König. Und er bedient seinen König immer, und wir immer alle, wenn wir arm, was immer am fehlt, und drüber haben alles tot. Und immer reid, und stund still, und wir immer reid, seinen König, seinen Meister zu bedienen. So ein Tag sagt der König, hey, Diner, komm mal mit, wir gehen hier. Und das Diner hat eine Angewohnheit. Jedes Mal, immer wo er mit dem König taub, wie sagt er immer, Gott ist gut, er ist immer gut. So nun kommt der König dann jeder und er vielleicht den Flitzbär hängt auf der Schulter und trägt das Eten und das Wasser für den König. Und sie gehen im Wald nehmen und versuchen die Tiere zu fangen, was sie dann scheiden wollen und dann lassen eten wollen. Nu auf einmal, auf der Haft, kommt ein Tier, weil man sagt, das ist ein Tiger an Leben. Der Hübste fährt einen Baum fair und sie haben ihm nicht gesehen. Und der bitt am den kleinsten Finger auf. Und der Diner steht besieht arm und sagt, Gott ist gut, er ist immer gut. Der König äußert sich so grillig sehr, was in Diner dort in der Situation mal sagt, Gott ist gut, er ist immer gut. Er nimmt den Fuß und lässt ihn im Gefängnis anstapeln. So Diner wird in so einer Situation mal sagen, Gott ist gut, ist immer gut, dort äußert am viel zu sein. Er lässt ihn durch meist ankommen im Gefängnis. Vorweg Lothar, dann der König war jeder. Er war jeder und nu, dit mal fängt am nicht ein Tier. Dit mal fängt am eine Gruppe Menschen, sind Indigenas, sind was Kannibalen sind. Weißt du, was Kannibalen sind? Das sind Menschen, die andere Menschen abeten. Ja, wirklich so was. Nicht mehr viel sind Tribus, aber in Afrika gibt es noch so was, auch in anderen Städten gibt es so was, wo die andere Menschen abeten. So, nu fängt am so eine Herd Menschen, die andere Menschen abeten. Die haben am Fuß, die haben am Gebunge und die drehen am. Heißt hier ohne sie Diner, ich sage das nicht bei Arm. Keiner kann am frei merken. Ja, eine Pack am Üt so. Non, den Kopf aufschneiden, nu waren sie am, den kann ich abfreten. Und dann sagt der einer, check mal, mach mal, er wird den Tod merken. Den fehlt ein Finger. Und die Tribu hat das so, wenn der nicht perfekt wie der Mensch, können sie den nicht eten. So sie sagen, kosten Hüskunde, die eten wir nicht. Denkt ich, kann ich. Gott ist gut, nicht so? Dann dachte ich, kann ich da. Heute hat ein Hüs, und im Gefängnis schlitte der auf und sagt zu den Deiner, weißt du was, Gott ist gut, der hat mich gehen lassen, der hat mich nicht gegeten.
dann kenne ich die Geschichte deiner, sagte deiner Gott ist gut, er ist immer gut. Na, wenn Wort sagst, nur wahr. Na, wenn du mich nicht eingestoppt hast, ich kann alle Tieren Finger, dann würde mir jeder haben. Gott ist gut, er ist immer gut. Amen. Weißt du was? Das schworet in dein Leben. Nimm das nicht weg. Dass Gott gut ist. Als ich das los, das ist der nächste Satz, kommen wir mit Thron. Und ich will, dass du das zu Hause nimmst. Denk daran, wie seien die Stirns bloß, wann das dies da ist. Mein Freund, denk daran, du setzt die Stirns bloß, wann das ihr dies da ist. Was will ich dir sagen? Vielmal sei wie Gott in schweren Zeiten anders, als wie am Wurde in der leichten Zeiten sein. Das ist das, wie Menschen gebüht sind. Wie seien die Stirns bloß, wann das dies da ist. Von den schwersten Momenten in uns Leben, jeft dort den Ratsen sich. Du kannst dir das zu Hause nehmen, von den schwersten Momenten in deinem Leben, kannst du abstunden und Gott kann die abheben für den Ratsen sich und von ein Sich und von einer Herrlichkeit nur der nächste. Jesus hat anerkannt, wo er recht. Er wir meid. Und was für die Jünger Tod fertig über wir, ward sich und du was glaube an Jesus Christus. Wenn wir diesen Tag einmal langsamer übergehen, Vers 35, was sagt das? Vers 35. Als dat is openbaard, seht het an. Weil wir even vorn naar de andere zijde. Ik wil die van jou zeggen, hoe wichtig dat is, Jezus te hartje en ook te je hartje. Als Jezus zegt, weil wir even vorn naar de andere zijde. Hadden de Jünger kunnen zeggen, nee, maar meester, wenn dit wil we niet vorn. Nee, wenn Jan wil we niet vorn. No, ze stehen in de lammen. Sie wissen, was mein Meister wie sie führen. 2025 kann ein Jahr sein, wo die Ware, das fehlt ja, lehren kannst, ob sie nicht stimmt, die hier. Das kann ein Jahr sein, wo die nach dabei lehren kannst, sich mit ihm zu connecten, zu horchen, zu tun, was er sagt. Wenn es Johannes 10, 27 sagt, meine Schub hier meine Stimme und sie tun, was ich ihnen sage. An sich, kämpfen am Harchen. Aber uns vollen, wenn wir vollen und wenn wir in der rote Hand, wenn wir ankommen, das kämpft auch von am nicht Harchen. So 2025 ist die Jahr, wo du kannst am Harchen, frisch, wo du kannst deine Stimme hier, ihr seine Stimme, merkt das ein heiliger Plot in dein Hort, wenn heute die Rede ist. Hat jeder Tag einen Moment, wo du kannst still und ruhig in euch werden. Dort, wann er da noch nicht zu dir geredet hat, dort er dann anfangen kann, zu reden. Die. Leid ihn Phone zu sehen, weichte für einen Moment. Merkt die Sache heran die uit. Go hängen auf den Stab ab, wo immer dort brückt und fehlt, dort du am hier kannst und horch nur am. Hier ist eine Stimme. Ich weiß, nach 2024, du, zoals ik hier zei, aan den dag, waar ik mijn uur toe merk, waar die paar weet, wat God mij zegt, die houden mij op en die had mij voor een paar maanden gedraagt, plus een paar kaarten weet. Dat änderte die Situation ganz 100%. Von einem nu auf den anderen. Von einem Distrikt kann ich anfangen, Dagen zu sein. Ich kann sein, wo die Sonne abging, hinter der Boy. Horch, wenn es hat Versprechungen für die. Alles, was er dir sagt, wird das immer, zum die abheben, zum die rütholen, zum die leiden. Und immer sind das gute Plans.
Ook wanneer dat niet alles nog goed zit in den moment, wij kunnen die einverspreken. Alle plans wat hij voor die heeft zijn goud. En die vieren en leiden nog in goud een. Harch in je hart deze plans. De 36e vers zegt zo. De nächste vers. En zij leiden dat volk konen en nemen aan met zich in de lam. Groot als hij weer. Toen weer nog meer lammen bij hem. Wat er de jongen, als ze gehoord hadden en ze harchten, zij beweegden zich, zij deden dat. Kan wie ook eenmaal, zijn wie ook eenmaal zo'n mens, ik ben sie eenmaal zo'n mens. Gott zegt die, voornom Noba en Jeff aan Abraham. En dan zei ik, oh ja, God, dank je dat ik hier kon. Abraham is jeweils een fan in je dag. Oh ja, God, ik weet je best. En God, onendlich ohne Leid. Oh ja, God. We hebben mal lezen wat de Bijbel over Leid geschreven heeft. En we merken een lange les van dingen, alles over Abraham en over Leid. God heeft me bloß een ding gezegd. Go je die Noba in Abraham. Wat wil hij gaan dat ik deze dingen alle bezie? Nee, hij wil gaan. Ik zal me einfach bloß bewegen en dat doen. Viele Sachen in ons leven, oder alle Sachen sozusagen in ons leven, die worden einfach nicht komen, bloß van zeggen, okay, Jesus, nu kost het doen. En während ik go en während ik geloof, während ik go, wordt mijn geloven wassen. Aber sonderbarerweise, Gott seine Weg von oben erst, während ich mich bewege, fang ich al die Wunder en al die Puzzlebieten op te stellen, dat het alles van uitkomen kan. Maar dat schafft nicht von thuis blijven. Wenn du Depression hast und du in einer schweren Lehre, in ein dunkles Loch hast, dein Hort traurig ist, weißt du, was ich dir sagen kann? Go, steh ab. Wenn du traurig bist, steh einfach ab und geh in dein Haus raus und geh in die Sonne. Sogar die Medizin, der Doktor sagt, wo das helfen wird. In der Bibel weist uns das auch. Ich muss gehen in Action nehmen. Ich muss einfach Sachen tun. Und Gott wird es eben passen. Go, beweg dich, bleib nicht sitzen. Wie weit für uns Körper, wo wir sind, das erst bloß sitzen zu bleiben. Und Krieg so in uns jährliches Leben. Es ist 2025, ein Jahr, wo wir uns bewegen können. Der 37. Vers, der nächste Vers sagt so. Dort kam ein starker Windsturm ab, so dass die Wellen über die Lamm rollten. Und der Lamm anfing Wasser in sich zu holen. Du sind Momente in deinem Leben, du fühlst, wo der Schlüssel sich dreht. Weißt du, wenn du eine teure Idee hast und du dort fühlst, wo der los, wenn du eine lose Idee ist, wenn du einmal den Schlüssel umdrehst, und du weißt, nu ist der op. Nu kann es anfangen. Nu kann ich durch diese der gehen. Nicht so? Hier fängt der Wind an. Nu fängt es an. Der Wind kommt auf einmal. Und die Sache bewegt sich. Du hast vielleicht nu krieg eine Situation in deinem Leben, du denkst, was in der Welt geht an, wenn was mal das so passiert. Alles geht erreichen, alles geht anders als zu meinem Plan. Ich will das tun und nu passiert ja und ich will ja. Vielleicht ist Gott Krieg dabei. Aber sei das lieber von dir kommt, dass Gott Krieg in dem Moment ist, wo er den Schlüssel umdreht. Wenn du Schwale sind, wenn du die Sache tauben, das wird er schon den Schäppchen ankommt. Weißt du, für was das der Baas die allein hat ist? So eine Situation ist dort, als der Baas die allein hat für die nächste Wunder, was du erleben kannst mit ihm. So sei dort nicht aus dem Raufholen, aus dem Tweebrechen, aus dem Nuss alles zu eng, sondern sei diese nächste Leid, wo der Schlüssel sich dreht, diese Alleinheit, dort ein Wunder passieren kann. Das Meer von Galiläa, dort wie 21 Kilometer lang und 14 Kilometer breit, wo sie ab das Schab gewähren. Und was sehr interessant ist von dem Meer ist, das Meer ist 220 Meter unter dem Meeresspiegel. Je weet wat de meeresspiegel is, niet zo? Op de ganze Welt is het meer op nul, niet zo?
En meest alle op de wereld als alle eeuwige boven nog, bloos buiten een paar steden. En een van de steden is het Galileische meer, dat is Uina 0, 220 meter Uina. En de ram zijn boy, ram dat Galileische meer. En een boy wat de ram is de boy Horeb, wat we in de Bijbel ook vinden. En de boy Horeb is 2790 meter hoog. Wat bedient een boy van 2790 meter? Dat doen een af. Toen boven is het koud. Niet zo? Wens man de boven voorst is het koud. En wat manchmal passiert, dat wie dat hastig een wind van den Horeb-boy raufkommt, denn das werden wir sagen, wenn wir ans Verschall, hier ist das Galiläische Meer, und doen eng auf ist der Boy, und hastig kommt er rauf. Ich habe gesehen, wenn der erste hastig raufkommt, das ist ein Wind mit Schwung und was viel Kraft hat. Und wo das hastig dreht, das war das hier vom Süden kommt, nicht so? Und so wird das, wenn der Wind nicht von Horeb kommt, dann wird auf einmal ab dort Meer hastig ein großer Sturm. De Jünger kannten dort mehr, die hadden du verspannen. Aber so wie das sind, so ein großer Sturm haben sie wahrscheinlich nicht erlebt. Und vielleicht ist dein Leben auch so. Du dachtest, ich kann das Leben, ich weiß, wo das geht. Ich weiß, wo das Fäsche ist auf das Galiläische Meer. Ich weiß, wo mein Leben der Länge geht. Und auf einmal, als du hast, ein Wind von so einem großen Boy. Und du sitzt ram die bloß Boy, du sitzt bloß nach Höhe weg. In dem Moment kannst du deinem jährlichen Uhr am Switchen sein, das ist nicht was zwei merken, sondern das ist ein Schlitteldrehen in meinem Leben, wo eine neue Situation kommt. Ich nehme die an. Was sage ich? 38 ans, der nächste Vers. Und er selbst lag fern auf ein Kissen und schlief. Sie wirken ihm ab und sagten zu ihm, Meister, jetzt du nicht ran, wann wir ankommen? Jetzt du nicht ran, wann wir ankommen? Der schleibt, der Jesus. Jesus schleibt, Jesus wie ruhig. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber ich habe eine Schwiegermama, die kann auch sehr schön schluppen, wenn das nochmal windig ist. Für ein paar Monate fuhr wir von Brasilien nach Paraguay. Und dann auf einmal weigt meine Schwiegermama ab. Von einem von den schönen Meerschlupps hingewees. Dann sage ich sie, ich habe gestern im Internet gelesen, dass soll von der während wie vorher wurde, sehr stürmig wurde und sehr regen. Und check, wir sind allmählich angekommen und haben nach keinmal geregnet, nach keinmal stürmig was. 10 Minuten trägt ich, oh ja, es ist das, die Vipers, es ist das, und ich ist das, so ich aber weich zu bleiben. Die wirklich, der Aster, hä? Und dann auf einmal fragst du, was tun diese Aster hier alle auf dem Weg? Ich sage, na Schwiegerma, du weißt nicht, wo ich hier flottert habe für diese Aster, dass auf einmal, wenn du so ein Hügelbaum in Brasilien, wann die würde auf meinen Korn abgekommen sein, du weißt nicht, wo ein Sturm wieder gefahren sind. So fällt sich dort wie Jesus hier. Der schleibt ruhig, der Schwiersinn, der fort. Der Jünger, der war all Apostel. Aber weißt du was? In den Chapter, als Gott seine Jünger wird. Nochmal fällt sich dort, dass wenn Gott das nicht kriegt, Gott bewegt nicht nur den großen Schlüssel, was der Pastor von geredet hat. Gott bewegt nicht diese große reiche Hand, was du in Jesaja 41. Das passiert alles nicht, was soll passieren. Aber ein kannst du weiter, dann, was du fehlst in den Männer steht. Hei erst du. Hei erst du. Und seine Jehen wird erst Frieden und der erst Kraft. Und weißt du was, seine Jehen wird er versorgt. Er gibt alles in mehr als die von der auch viele redet. Vielleicht kickt wie sehr ab, dass die Geschichte Jünger heute jetzt kein Glauben. Ach, jo, Jesus fragt ihr dann Leute, also, hey, ich kein Glauben. Wenn sie kein Glauben gehabt haben, würde sie nicht Jesus ohne Arbeiten sein. Und sie Jünger Jesus arbeiten. So, er glaube wir vielleicht nicht clean und er fehlt vielleicht sehr zu was, dass Jesus endlich uitvader deed. Aber sie haben genug Glauben, dass sie würde Jesus ohne Arbeiten. Hey, Jesus, help uns. Auch du fällst vielleicht so, den Glauben regt nicht auf, aber den Glauben, was du hast, den will Jesus in das Jahr erreichen.
zo klein als de is. En hij wil die schederen. En die laten wassen. Die kon wassen tussen samen kunnen. Vers 39 zegt es dit. Hij stond op en beschwicht den Wind en zei zu den Wellen. Sie sollen sich leihen. Der Wind leidt nur und dort wird ganz still. Amen. Gott seine Kraft ist in dein Leben. Und Gott seine Kraft, die verlässt dein Leben nicht. Gott seine Kraft ist die Kraft, die von dir die Wunder kriegt, so das, als die damals steht im Alten Testament. Der ist kriegt so groß als damals, als Jesus hier wir auf die Erde, wenn er sagt, er ist derselbe Gestern von dir und für immer. Maria und für immer. Jesus seine Kraft, die kann dich durchdrehen. Die kann den Schöpfgebuch runterholen, auch wenn sich dort bei uns sehr bewegt und dort schackelt von der Wahl. Gott ist bei dir und seine Kraft ist da. Ein Hängerhebe von Arm und sei, sie stellen mir, ist genug. Und er will auch diese Kraft in deine Wirt leicht auch in deine Wirt nehmen. Das Jahr, ich habe wieder noch checken, was sind meine Wirt, was scheelt über uns Gott, über. Sind dort Wirt, wo ich hinkommen will? Oder sind dort Wirt, von wo ich weichern will? Du kannst dich entscheiden, das Jahr wird anfangen zu sein und anfangen zu beten, zu reden, nicht von wo du weich wirst, sondern wo du hin wirst. Den Glauben, was du hast, Wind, sie still, Wale, leicht und toll. Und es steht bloß, weichern von Situationen. Wir können abstehen und diese Situationen konfrontieren. Dann sage ich 40 und 41 ist das. Er sagt zu seinen Jüngern, warum hast du so Angst? Habt ihr noch einmal keinen Glauben? Antwort sei Angst. Und sie frug einer den anderen, wer ist das? Sogar der Sturm und die Wellen gehorchen an. Meine letzte Frage von dir ist, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus bloß irgendeine Person? Oder ist Jesus die Person in deinem Leben, wo der Wind und die Wellen gehorchen machen? Ist Jesus die höchste Autorität? Ist Jesus die wer in sich über alle Dämonen, über alle Weise Kraft hat? Ist Jesus dort für dich? Ist Jesus der Sieg über die Krankheit für dich? Ist Jesus der Sieg über den Tod für dich? Wenn er kann dir eins sagen, Jesus ist der Sieg über Tod. Jesus ist der Sieg über Krankheit. Jesus ist der Sieg über Dämonen. Jesus hat den Kampf all gewonnen. Jesus sagt, dort ist vollbracht. Du kannst einfach ruhig sein und sagen, Dankeschön, Jesus, dass du hier bist. Ich will mit dir taub die Sieg sein. Ich will mit dir taub in ein nicht versprochenes Land gehen. Ich will mit Jesua, so ist Jesua taub und Hand sagen, ich gehe in 2025 hinein und ich brauche mich nicht fürchten. Ich kann einfach in das Land gehen mit Vertrauen. Und weiter, Jesus ist in jedem Moment hier. Amen. Weil wir abstehen. Du, wo du bist, kannst du einfach Jesus anfangen zu danken. Für Situationen, wo er dich bewahrt hat, wo er dich geheilt und abgehoben hat, wo er dich vom Tod zurückgerettet hat. Ich bete, wer kriegt nur ein Wunderbruch von Heilung, magst du das kriegen im Namen Jesus Christus. Magst du das kriegen im Namen Jesus Christus. Ich bete für ein 2025, wo wir deine Versprechungen annehmen können und mit dir gehen können. Und wenn uns Schöpfung bei uns wackelt und dort bei uns stürmisch sich verhält, dann weit wie sie haben immer Jesus bei uns. Jesus ist in uns Schöpfung. Kannst du anfangen, du zu beten, wo du bist. Wir wollen täglich beten. Und wir wollen einfach das Jahr 2024, ich weiß, du hast es all getan, aber du kannst frisch das Jahr einfach in Gott seine Hände legen und vertrauen. So werden wir anfangen zu beten. Dankeschön, Jesus, dass wir können einfach 2024 in deine Hände legen.
Vi känner förtroende att Jesus är in det schäpje. Jesus, de merkt het wunder, de dreht den Schlüssel, de deed de zaken dan wanneer nödig zijn te doen. Dankzij Jesus, dat du niemals te lot bist. En wir werden dir einfach all Dankeschön und verrückt sein für das wunderbare Jahr. Ich bete ein Segen über jeder Familie, dass wir in diesem Segen, wo du uns wirklich über uns geschert hast, dass wir wieder in diesen Segen gehen können. Dass wir diesen Segen einfach erleben können. Lass uns gehorsam gehen für deine Stimme, dass wir können hier, was du uns zu sagen hast. Ich bete für jeder Kind, das in das Jahr geboren wird, dass das einfach ein gesundes, ein frohes, ein lebendes Kind sein, was hier zu dieser Welt kommen wird. Wir beten auch einfach für alle Menschen, was hier, für jede Person, wenn hier nur eine Person ist, was vielleicht in einer schweren Not, eine schwere Situation drecken hat, wo irgendwas am Drecken hat, und er weiß nicht, wo wieder zu gehen. Ich bete, dass du nu kriegst, einfach eine Erleichterung und die Heilung über das Schenken für diese Situation. Krieg du, wo das Fehler ist. Wir wollen die loben, preis Jesus, für diesen Sonntagvormittag und für diese wunderbare Führung, dass wir hier sein können. In die Namen Jesus Christus sei wir Dankeschön, sei alle taub. Amen. Wir sind gesegnet und wir denken immer weiter daran. Wir sind gesegnet, andere zu segnen. Amen. Habe einen schönen Sonntag. Ich will denken, habe hier für eine Person stehen. Wenn du was ein Gebet haben mit irgendwem taub, komm hier noch fähre. Hier war eine Person mit die taub beten. Wir wollen die einfach